Herzlich willkommen zurück, endlich wieder hier zum Let's Play von Hyrule Warriors Legends. Ja, die zweite Staffel, beziehungsweise natürlich halt der 3DS-Ableger, und es hat sich mittlerweile, seit ein paar Jahren ist schon viel Zeit vergangen, wir hatten ja auch vieles anderes zum Zocken, aber es hat sich auch hier einiges verändert, sprich ich war in der Zwischenzeit nicht unaktiv. Im Gegenteil, ich habe sehr vieles gemacht, was uns hoffentlich im Verlauf dieses Let's Plays noch nützen wird. Und zwar der Abenteuermodus, der ist ziemlich freigespielt. Klar, es gibt hier und da noch ein paar schwarze Flecken, aber ansonsten bin ich soweit hier überall durch, habe auch alles, zack, hallo, ich will oben. Jetzt. Ja, bin ein bisschen verwirrt. Genau, ja, eben einige schon gemacht und das hatte auch seine guten Gründe. Als nächstes, ich habe es ja auch im letzten Part noch gesagt, von wegen, ja, ich will einfach nur irgendwie den Weg durchzocken bis zum Endboss hier und fertig. Das habe ich dann über Umwege auch gemacht, also über Umwege, weil man teilweise neue Charaktere brauchte, die man dort einsetzen musste, in bestimmte Waffen, etc. etc. Man kennt es ja. Nur im Gegensatz zur Wii U-Version ist es hier echt so, dass man öfters halt die anderen Charaktere brauchen muss, wie zum Beispiel hier. Sieht man auch sehr gut irgendwie, ja, was ist denn das für ein Link? Ist nicht ein normaler Link, nee, es ist nämlich der junge Link, der mit der Majora's Maske und daher, mit Majora's Maske schon, natürlich mit der Maske der Gottheit und, ja, er spielt mit der grimmigen Gottheit. Hier zum Beispiel wäre Toon Link gefragt gewesen, beziehungsweise könnte man hier Toon Link freispielen. Und auch Majora's Maske und im Prinzip alle DLC-Charaktere noch aus Hyrule Warriors kennen von der Wii U, plus den neuen Charakter. Gut, hier wäre es zum Beispiel nur Toon Link gewesen, weil Tetra und den Löwenkönig hatten wir bereits im Legende-Modus, aber all die Charaktere muss man hier nochmal freispielen und ich dachte dann einfach so, komm, wenn ich schon mal hier irgendwie alles mache, also fast alles mache, dann mache ich es doch so und schalte auch noch alle Charaktere frei. Jo, und da sind sie aktuell, da fehlt gerade eine. Ach, hier wieder mal super vielen Dank, Nintendo, an diesen super Support wegen der Nintendo Network ID. Weil ich habe natürlich privat auf dem großen 3DS gespielt, also nicht der, wo ich eine Capture Card eingebaut habe, sondern auf dem privaten. Eben ist ja New 3DS XL und so, ist vor allem mit der Steuerung viel einfacher, weil dort hast du noch einen ZL-Button, mit dem du Gegner anvisieren kannst, dem jetzt halt hier bei meinem normalen 3DS fehlt und ja, dort habe ich halt Medoli bereits runtergeladen. Gut, Medoli kann ich hier natürlich auch machen, ist ja gratis Charakter, nur vor allem gerade, wie es mit der Stufe aussieht, weil der doch schon ein bisschen gelevelt gehabt. Die Waffen, ob das irgendwie trotzdem auf Spiel fixiert ist oder dann auf Network-ID, ach, das ist so mühsam, nur wenn das Spiel am System wäre, es plötzlich, nö, gewisse Dinge fehlen, die halt runterladen konntest, Pech gehabt, ja, toll. Man bezahlt, also natürlich jetzt nicht im Falle von Medoli, aber DLCs, die künftig noch kommen wird, die haben sowieso alle schon bezahlt und daher, Da muss ich recht gucken, da kann es durchaus sein, dass die nächsten Charaktere, dass er die, ja. Ja, es gibt noch ein paar neue Charaktere, aber wie gesagt, ich bezahle natürlich nicht doppelt, und wenn ich halt momentan nur auf dem normalen 3DS aufnehmen kann, sehe ich nicht ein, wieso ich sowohl auf dem privaten, auf dem größeren Bildschirm, die bezahlen sollen, hier auch nochmal. Das ist halt leise, dieses doofe Thema. Klar könnte sagen, ja, kannst du hier irgendwie bezahlen, kann es sowohl Let's Playen und auch privat sagen, man kann ja auch privat mit dem zocken, aber es ist mir einfach, nee, sorry, jetzt ist mein Bildschirm zu klein und eben wegen dem ZL und so, gewisse Knöpfe da einfach, das ist einfach, ja, mit dem großen ist schon praktischer. Daher kann gut sein, dass künftig hier auch ein paar Charaktere und Maps fehlen werden. Aber müssen wir also noch gucken, Leute, das genau machen werden. Mal schauen. Das ist ja momentan so. Wie es aussieht an unseren Charakteren. Ganondorf mit dem Dreizack, den zeige ich sonst sicher auf der Wii U-Version auch noch. Hier generell auch. Ja, mit den Waffen ist auch irgendwie so etwas ganz Seltsames. Im Prinzip, Link kennt man dann seine gewohnten Waffen, eigentlich nichts Neues. Ganz kurz hier zeigen. Große W-Handschuhe, Epona, Gleiter. Die kennt man, die hat da schon immer. Und ansonsten eben hat eigentlich nur Ganondorf eine neue Waffe gekriegt, einen Dreizack.
die anderen alle die gewohnten Waffen. Ja, die Waffen haben wir auch noch freigeschaltet. Weil wir kriegen hier auf der Abenteuer-Map in Legends, kriegen wir zwar alle Waffen, aber nur alle Stufe 1 Waffen. Stufe 2 Waffen, von denen die wir noch nicht im Legendenmodus freigespielt haben, die kriegt man hier auf anderen Maps, sei es der Master Quest oder irgendwie der Schatten Map oder eben hier jetzt der Wind Waker Map, was noch kommen mag. Also der große See heißt sie hier. Die findet man da und Stufe 3 Waffen auch und hast nicht alles gesehen und da kennt man ja hier das Kurzschwert, offenbar. Ja, müssen wir nachher gucken, aber Stufe 2 und Stufe 3 bei Toon Link ist offenbar ein bisschen seltsam, wie ich finde. Ja, und das Hawk geht einfach mal in die Ocarina, okay. Jo, soweit mal dazu. Dann noch eine andere Neuigkeit, was ich auch hier schon gemacht habe, um es ein bisschen zu testen, nachher auch zeigen zu können, sind halt die Feengefährten hier auf L. Und zwar auf der Abenteuer-Map kann man insgesamt 4 Feengefährten finden, allerdings kannst du nur 3 behalten. Schon mal so eine kleine Anmerkung, dass das wissen. Und ganz kurz kannst du mir zeigen. Hilfe, Stimme kratzt gerade ab. Irgendwo rechts oben war das. Ah, da, genau. Hier zum Beispiel nochmal eine Feengefährte freischalten. Man sieht dort bei Schätzsatz ein Fee-Symbol. Die sind meisten Krügen drin. Also nicht irgendwie Gebiete erobern, sondern einfach nur einen Krug zerdeppern und dann hat man die. Das Problem ist eben, wenn man halt mehr oder bereits 3 und mehr. Nee, mehr geht gar nicht. Entschuldigung, wenn man halt 3 Feen bereits hat, also 3 Feengefährten, kann man keine 4. bekommen. Das heißt, da müsst ihr auch entscheiden, welche 3 wollt ihr behalten, welche muss weg. Gut. Dann zurück, wie ihr seht, generell diese Feengefährten haben, sag ich mal, ihre Grundform, wie zum Beispiel unser gute Flissy hier. Die kann ein bisschen ableveln und dann kriegt sie neue Effekte dazu und sonstige Kräfte. Aurora und zum Beispiel auch, Aurora sage ich schon, Entschuldigung, natürlich so gut der Horta, die Lichtfee und die Kuhne, die Feuerfee, die haben bereits Effekte. Die Kuhne irgendwie crazygerweise bereits in Unlicht wollte ich gerade sagen, nee, ist nicht Pokémon. Er spielt einen Finsternis-Effekt mit Schwarzes Loch. Was auch ganz geil ist, wa? Kann ihn natürlich noch anders ankleiden und so weiter. Zum Beispiel bei Fließig kann man ganz kurz gucken. Ja, sie hat bereits hier. Wobei, jetzt sitzt gerade unten. Das Finsternis-Schaden erhöht, Lichtschaden trägt bereits ihren Lichtschaden. Lichtschaden natürlich momentan bei uns, also bei ihr bringt sie nichts, weil sie ist ja. Ja, hat mit Wasser zu tun, wäre irgendwie doof. Ganz kurz gucken, was sonst noch überall alles. Blitzkosten gesenkt, ja, gut, eine Blitzfee halt. Ich sehe gerade relativ viel für die anderen 2. Interessant. So, Esszimmer. Ich gebe jetzt ihr mal eine Dekunus erlesen. Auch die kriegt man teilweise auf Maps, teilweise auch per Street Pass noch. Street Pass. Doch, Street Pass. Und das Bob Pass. Unterschiedlich. So, du sollst leveln. Die Feenmagie ist stärker geworden. Ja, das ist aber bei ihr. Auch sie hat irgendwie Finsternismagie, wenn man hier sieht. Oder mit der nächsten Feenmagie-Stärkung. Bei 45 war. Obwohl sie eigentlich mehr mit Wasser zu tun haben sollte. Ja, wenn man das genau beeinflusst, haben wir noch nicht rausgefunden. Aber das wird sicher jetzt nicht so schwierig sein. Das irgendwie noch herauszufinden. Naja. Ach mal so, ein Thema noch. Das bei ihr noch, wa? Das ist Lichtschaden, nee. Finsternis-Schaden. Dunkelfürst-Umhang, jo, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das sind nix, das sieht mal mit Licht und er hat nur Licht und Feuerschaden erhöht, hat natürlich auch schon gegeben. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, wa? Ja, teilweise sehen sie echt noch interessant aus. So, die gute Horta. Am Schaden erhöht, bisher heilt sie ja nur. Man sieht, teilweise sieht schon ein bisschen sehr crazy aus. Hab ich Wasser klar gegeben oder wie?
Ah, so geht's. Feisanzug nicht, weil der ist gekoppelt, so wie es aussieht. Okay, interessant. Ja, Lichtkorn reduziert. Ist eigentlich noch gut, aber dann machen wir das Teil weg, weil das sieht schon irgendwie ein bisschen sehr doof aus. So. Gut, die Mütze müsste auch nicht sein, meiner Meinung nach, aber hey, was soll's. So, würde man sagen, direkt loslegen. Dämonenkönig platt machen, die Map gewinnen und dann geht es weiter mit den anderen Maps und da, wie gesagt, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Offscreen zocken und so weiter und so fort, weil ich werde sicher nicht alles sagen. Man kennt es ja in Abenteuerkarte, es wiederholt sich alles stetig und das zeigen sie einfach in den Müll und dann wiederum da und hier und hast nicht gesehen. Naja. Mal schauen, erstmal müssen wir rein, wo ist überhaupt? Hier glaube ich war, kann das sein? Jo. Besiegen den Dämonenkönig! Dürfte kein Problem für Link sein, das ist mittlerweile so stark. Gandalf könnte mich mitnehmen, wa? Wäre vielleicht ein bisschen fehl. Die wahre Midna, weil wir sowieso sogar mit Troll Prince noch am Fighten sind, aber die sind relativ schwach auf der Brust. Eigentlich wäre aktuell Cell die stärkste. Also zumindest vom Level her. Ne, kann man nicht mitnehmen, die muss sowieso noch rächen, oder? Ich glaube, Zelda kann man sowieso noch mit, also von dem her, ja, kann man nicht mitnehmen. Sie darf sich noch an Ganondorf rächen, dann nehmen wir nicht Flisi mit. Ne, ich denke, die Kuh nehmen wir mit. So. Also im Prinzip manchmal so überlegt, dass ich halt jeweils eine neue Map natürlich die Missionen zeige, die einzigartig sind. Vielleicht gibt es solche Maps, solche Missionen, mal gucken. Dann sicher jeweils die erste Mission und die letzte auch noch, die dazwischen. Ja, wie gesagt, wenn es etwas Besonderes ist, ja, ansonsten, wenn es das alte 0815-Prinzip ist, dann kann ich den einfach aufscreen machen. Und dann kommt man so ein bisschen schneller durch. Alter, aber es wird plötzlich laggt. Wow. Aber grausam. Also kann schon mal so viel sagen. Ah nein, die kann ich mir umschalten. Scheiße. ZL. Zu viel mit ZL gemacht. Ja, also wenn ihr die Wahl habt, Leute, dann zockt auf dem New 3DS XL. Es läuft so viel flüssiger, so viel schöner, es ist einfach nur besser. Ist echt zu empfehlen. So. Ich habe das ernsthaft irgendwie das Let's Play aussitzen soll. Bis mal mein New 3DS XL haben mit Capture Card. Nun weiß, kann es noch ein bisschen dauern, nicht wegen mir, sondern irgendwie haben sie da Lieferprobleme. Also eigentlich soll es bereits seit Ende Juni, Juni sage ich schon, nee, natürlich seit Ende Mai 2016 sollen bereits in Lage sein, solche zu bestellen, aber da noch keine eingetroffen sind. Also keine Capture Card selbst kann ich noch nicht verbauen und ja. Ich weiß, am Anfang haben noch gesagt, in Legends, nö, läuft doch eigentlich flüssig und so. Wenn man es halt auf XL kennt, dann siehst du schon, wieso es eben doch nicht flüssig läuft. Ach du Scheiße. Nee, also auf der, ja, Wii U natürlich sowieso. Nee, auf dem New 3DS XL läuft es viel flüssiger, viel flüssiger. Aber egal, wir haben was zu tun. Ja, aber eben andererseits Let's Play aussitzen. Ist doof, wenn ich genau weiß, wie lange es dauert. Oh, da oben ist noch einer, hab gar nicht gesehen vorhin. Oh oh. Also hoch kommen wir vermutlich noch, aber ich bin jetzt... Ganz bereits erobert. Ja gut, explodier mal, dann müsstest du eigentlich sich selber schaden. Ja, ich bin gespannt. Der war tatsächlich so... Einfach um die Hälfte runtergekupfert, war es vorher schon so, aber es sah echt gerade so aus, als wäre es... Ups. Der eine fest in die Luft gejagt. Ja, typisch Ganondorf. Obwohl, nee. Kranker Commander ist ja Zier offenbar, wa?
Ja, da gab es auch im Original nicht so. So, gehört uns. Überlegt gerade, wie ich hier durchmarschieren soll am besten. Endziel ist natürlich der Bereich dort oben. Vielleicht soll das schon relativ alles hier oben, wenn es irgendwie geht. Dann die scheiß Kolmine wieder. Ich behalte dich weg. Doch nicht. So, eben doch. Mann, wie lange das dauert. Und ist es bereits... Nö, scheiße. Ja, das eigentlich bereits das Herzteil ist. Unser Hauptquartier ist eigentlich da und nicht Schloss Hyrule. Naja. Hey, Lana! Oh ja, stimmt, ich trottel, aber die Zwischensequenz ausgestellt. Ja, mal gucken, weil... Boah, das ich eigentlich schon gerne. So. Und noch eine Krabbelmine, aber erstmal kommt Lana dran. Wieso aber das vorhin nicht gemerkt, dass es so leckt hier? Ne, ehrlich im Vergleich, also... Leckt einfach jetzt mehr als vorher. Kann natürlich raus sein, aber bezahlt es ein bisschen. Wo ist Lana hin? Hä? Jetzt wird die... Wird Luft geprügelt oder wie? Jetzt reicht's! Dekune, Feuer frei! Boom! Ja, geht allerdings nur bei voller Magieleiste. Daher ein bisschen aufpassen, wann man es einsetzt. Ich kann gleich Impa. Die ist schon weg. Immer schnell. Wie beschämend! Allerdings waren so schnell. Keine Chance zu reagieren. Was hier schon wieder los ist. Komm her, wo seid ihr denn? Falsche Richtung? Nee, erwischt habe ich sie noch. Wohin geflogen? Items! Ja, dann ist da der andere irgendwie nicht. Ich darf nicht verlieren. Tust du nicht, ich bin ja bei dir. Was macht mich denn so? Offenbar gar nichts. Bin ja da, bin ja schon da. Macht noch viel Damage. Das sollte man nicht unter... Bist du jetzt? Ah, da. So, noch Nachtschwärmer weniger. Jetzt aktuell mal fürs erste alle. Ja, ich weiß, da oben ist noch einer.
Ah, sogar 2. Zu lange das Hauptquartier, man muss es verteidigen. Ja, wie kann das schon wieder sein? Ich war da gerade noch da. Wo ist der andere hin? Ah, da müssen wir verstecken. Gibt's nichts. Meine Fresse, ich bin hier nur mit Verteidigen beschäftigt. Aber echt nur mit Verteidigen. So, Link, geh weiter. Sieht momentan eigentlich ruhig aus. Wir sind feindlich im Feldmarschall, wie es von Zeit aus. Oh, wieder mal total beschissen. Ah, man kann ich mir sparen hier, wa? Weil eigentlich, wenn ich das mit dem Herzen so richtig sehe, müsste das ja da oben sein, wo ich die Fee brauche. Sprich die Finsternisfee. Na, was soll's. Ist mir jetzt gerade egal. So, gehört uns. So, immerhin Michner lebt noch, also das könnte auch anders aussehen. Wo ist er? Und gehört wieder uns. So. Dann hat Michner hier ihre... Der Große muss doch darüber wegen dem Schlüssel. Ja, gut, man das halt anders. Das ist im Prinzip ein bisschen die Lehme-Variante. Also für diejenigen, die keinen Bock irgendwie haben, eine Fee zu holen, die können es durchaus so machen. Der Trick klappt, glaube ich, aber nur mit Link. Oder halt ja, mit A-Tasten natürlich, mit Special-Leiste. Klar, ich verliere Energie, aber jetzt nicht so viel. So, vorbei. Ich verliere keine Energie mehr. So. Ach, das Herzteil für Link. Ja, ist mir gerade egal, kann ich Hauptskin holen. So, auch das geht relativ lockig, Freunde, keine Sorge. Ja, nichts Besonderes, kann man überspringen. Schon krass, wie stark Link ist mit seinem Level. Oh. Oh mein Gott, wer kommt denn da? Oh nein, Zia ist wahnsinnig. Sie hat ihn gerufen. Nein, der König der Finsternis. Diesen Fehler wirst du bereuen, Zia. Ja, ich werde über alles herrschen. Denn ich bin der Dämon der Finsternis, Gene. Das sieht richtig scheiße aus. So. Also generell muss man sagen, ich finde es ja schon eigentlich geil, die 3DS-Version. Ne? Also das Spiel, man hat viele Varianten, die man ursprünglich nicht hat, noch eingebaut, die auch sehr gut passen, aber ja, gibt trotzdem noch ein paar Dinge, die ich halt nicht so geil finde. Zum Beispiel
Es gibt ja wie gesagt noch künftige DLCs und man kann die neuen Charaktere plus Waffen, die kann man auf die Wii U-Version transferieren oder nur für die Wii U-Version kaufen. Das geht auch, man braucht nicht die 3DS-Version auch. Aber was nicht geht, ist Übertragen der Fingefährten oder auch der Abenteuerkarten. Die ist 3DS exklusiv. Der Schwanz ist ab. Vergiss es, Ganon, du kannst nichts tun. Du bist chancenlos. Nein, boom, boom, boom. Woher wusstest du das? Wie kann das sein? Wer bist du? Ich bin ein Hyrule Warrior. Ein Krieger Hyrules. Und wir wissen alles. Und informieren uns über Google. Ups. Hätte eigentlich funktionieren müssen. Die Version geht doch erst später. Hey, da können wir schon vorschießen. Okay, mein Fehler. Na komm. Ich bin nicht im Hintergrund die ganze Zeit. Ja, komm. 2 Moves sind noch drauf. Auch gerne. Come on. Ja, ja, du bist nervig, ich weiß. Ich bin noch vor dir. Ein bisschen weiter weg, vielleicht macht das dann. Kumpel, wenn du so weitermachst, dann komm doch mit Gewalt. Alter, das ist doch ein paar nicht so in die Länge. So, jetzt reicht's mir. Geh mal so auf die Fresse. What? Der Trick ist neu. Also, was zum ersten Mal ist, war okay. Ja, ja, gut, ich muss ihn mindestens einmal. Wieso? Ja klar, plötzlich geht so die Wand hindurch nicht mehr. Gut, Leute, ich brauche ein bisschen Lichtpfeile, wäre ganz nett von euch. Warte gar nicht mehr. Nö, ich glaube nicht. Jetzt machen wir ihn Platz. Den König der Finsternis. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder bei Zelda Wii U bzw. NX. Danke, Link, du bist der Held von Hyrule. Tja, soll man sagen, genießen wir mal die Credits des Abenteuermodus.
Endlich ist der Frieden in Hyrule ein. Mit uns allen, cool. Und damit endet diese Geschichte. Aber eine neue möge beginnen. Yeah, mit 3 Links, cool. Was noch interessant war, oder den Maskenkönig und Phantom gar nicht gesehen habe. Also wie gesagt, ich habe ein paar Missionen schon gemacht, aufs Gewinn, aber da waren die beiden noch nirgends da. Und von mir logisch, dass die erst auf der Wind Waker Map kommen. So. Ja, die Feen-Ocarina. Ganonshauer! Und das ist sowieso der Standard. Die maximale Anzahl von Feengefährten hat dich sicher erhöht. Du kannst nun bis zu 4 besitzen. Okay, vergesst, was ich am Anfang gesagt habe. Anderer Modus ist nun das großweite Meer verfügbar. Ja, eigentlich muss noch ein bisschen mehr kommen. Hä? War doch mal original so. Also gut, auf der Wii U waren es ja mit DLCs noch, aber da müssen wir erst alle freispielen. Die extra Karte war noch. Erstmal gucken. Und dann noch ein bisschen looken. Ja, leg mich am Arsch, stimmt sogar. Hey, listen, auf dem großen weiten Meer gibt es Gegenwind, der am Vorkommen behindert. Außerdem gelten für bestimmte Kämpfe Sonderregeln. Jo, diese Regeln werden wir uns in der nächsten Episode reinziehen, hier bei Hyrule Warriors Legends. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.